Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Heute ist die Folge wieder einmal ohne Video, weil ich nehme diese gerade in letzter Minute auf und habe daher auch nicht so viel Zeit, um sie zu schneiden, zu bearbeiten und dann schlussendlich hochzuladen. Und wir nehmen heute ein paar weihnachtliche Wörter durch und formulieren am Schluss noch ein paar Sätze und übersetzen sie ins Schweizerdeutsche. Die heutigen Wörter in der Liste besteht aus 13 Nomen, 4 Adjektive und 3 Verben. Ich werde die jetzt alle so nacheinander übersetzen und wenn es geht, noch eine kleine Geschichte dazwischen erzählen. Das erste Wort wäre Winterzauber. Und das tönt fast genau gleich auf Schweizerdeutsch, nämlich Winterzauber. Was gehört denn dazu zum Winterzauber? Genau, Schneeflocken. Die Schneeflocke oder eben die Schneeflocke. Unser drittes Wort wäre der Tannenbaum, also der Tannenbaum auf Schweizerdeutsch. Und ich verziere den Tannenbaum meistens mit ein bisschen außergewöhnlicher Deko und nicht immer nur die gleiche Weihnachtskugel. Was auch meistens drauf kommt, ist eine Lichterkette. Und zwar so eine richtig knallige Lichterkette, die so schön leuchtet. Und die Lichterkette heißt auf Schweizerdeutsch Lichterkette. Lichterketten gibt es auch viel beim Weihnachtsmarkt und genau das ist auch das nächste Wort, der Weihnachtsmarkt oder der Weihnachtsmarkt. Am Weihnachtsmarkt gibt es auch immer viel Punsch zu kaufen und der Punsch, der heißt auf Schweizerdeutsch der Punsch. Also auch wieder ein Wort, das fast genau gleich tönt. Und zum Punsch esse ich immer Lebkuchen oder eben Plätzchen. Und das sind die 2 nächsten Wörter. Der Lebkuchen, der Lebkuchen. Das ist ein schwieriges Wort, der Lebkuchen. Die Plätzchen oder die Gutzli. Ja. Ich selber verpacke Plätzchen, wenn ich sie verschenke, ja immer in so diese Plastiksäcke und verziere das dann noch so. Aber was man auch machen könnte, wäre, sie in Geschenkpapier einzupacken. Und genau das ist auch das nächste Wort, das Geschenkpapier, das Geschenkpapier. Das ist auch ein sehr ähnliches Wort wieder und das nächste Wort ist auch wieder sehr ähnlich im Deutschen und im Schweizerdeutschen, nämlich der Schlitten oder der Schlitte. Da gibt es auch nicht so einen großen Unterschied. Das nächste Wort wäre wieder sehr kompliziert, nämlich das Kaminfeuer oder das Kaminfeuer, je nachdem wie man es sagt. Ja, das Kaminfeuer macht man ja an, wenn es so ganz schön kalt ist. Vielleicht in einer Frostnacht oder wenn man einfach Bock hat auf einen schönen Winterduft. Genau das sind auch die nächsten 2 und letzten Nomen der Liste. Das wären die Frostnacht, die Frostnacht oder der Winterduft oder der Wintergeschmack. Kommen wir zu den Adjektiven. Winterduft ist ja immer sehr gemütlich. Und gemütlich heißt auf Schweizerdeutsch gemütlich. Wie wir es vorher schon hatten, eine Frostnacht ist auf jeden Fall frostig, auf Schweizerdeutsch frostig. Vielleicht sieht man in dieser einen Frostnacht auch die Sterne und die funkeln ja sehr fest. Wir haben hier zwar kein Adjektiv, aber wir haben hier ein Partizip 2 und das wäre funkelnd und auf Schweizerdeutsch heißt das funkend. Und der Stern, den wir da oben funkeln sehen, der ist auch ganz bestimmt warm. Und das ist auch unser letztes Adjektiv von heute, nämlich warm. Auf Schweizerdeutsch heißt das genau gleich, nämlich warm. Zum guten Schluss, alle guten Dinge sind 3, haben wir noch 3 Verben, nämlich schenken, schenken, backen, backen, schmücken und schmücke. Diese Folge hat jetzt auch wieder mal ein bisschen länger gedauert. Ich formuliere jetzt noch ein paar Sätze für euch, die ihr übersetzen könnt und nachher sage ich euch noch die Lösung. Ich hatte heute keine Lust, selber Sätze zu bilden, deshalb habe ich einfach ChatGPT gefragt und der hat geantwortet:
Der Winterzauber liegt in der Frostnacht. Am Kaminfeuer ist es gemütlich und warm. Funkelnde Lichterketten schmücken den Tannenbaum. Wir backen Plätzchen, trinken Punsch und genießen den Winterduft. Und mit Geschenkpapier bereiten wir alles vor. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, was das auf Schweizerdeutsch bedeuten könnte. Und eine Musterlösung wäre, der Winterzauber liegt in der Frostnacht. Am Kaminfeuer ist es gemütlich und warm. Funkelnde Lichterketten schmücken den Tannenbaum. Wir backen Plätzchen, trinken Punsch und geniessen den Winterduft. Mit Geschenkpapier machen wir alles parat. Wow, jetzt sind wir schon am Ende angekommen oder vielleicht auch erst am Ende angekommen. Das war heute eine lange Folge. Wie immer sage ich euch, abonniert diesen Podcast, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, bewertet diesen Podcast und teilt diesen Podcast. Schaut doch auch mal in meinen WhatsApp-Kanal rein und abonniert doch, wenn ihr auf YouTube folgt, auch noch auf Spotify und umgekehrt. Das würde mir sehr viel helfen. Danke vielmals und tschüss, bis zum nächsten Mal. Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch.